Hallo und herzlich willkommen da bei meinem ersten Mod-Review. Ja, ich spiele normalerweise mit dem Leo und dem Simi, also dem Fitzes und dem Wonka. Machen wir Let's Plays, aber ich habe gefunden, ich mache mal ein Mod-Review, ja, weil es einfach lustig ist und ich finde, einfach bei den Mods, die gut sind halt, oder? Ich tue euch den jetzt mal vorstellen. Ich habe nicht extra groß etwas vorbereitet, weil ich das schon mal gemacht habe. Aber dann bin ich zu blöd gewesen und die Fraps habe ich vergessen, dass wenn es rot ist, nimmt es erst auf und nicht wenn es gelb ist. Das heisst, ich habe ständig aufgenommen, während es gelb ist, sozusagen, oder? Aber dann habe ich nicht aufgenommen eigentlich und das hat mich brutal angeschissen und ich habe irgendwie nicht Bock gehabt, wieder all das Zeugs aufzustellen. Deshalb kann ich es jetzt euch einfach mit dem Mod vorstellen. Es geht eigentlich genau gleich. Ich tue nur noch schnell suchen. So, fangen wir an mit den Boots. Ganz unten. Die tut man so craften. Also, wie craftet man Electronics? Die tut man mit 2 Eisenbarren, 2 Goldbarren, ein Redstone und eine Armor Plate craften. Wie craftet man eine Armor Plate? Mit Eisenbarren, also 2, oh scheiße, fuck, okay, easy, fail, sorry, entschuldigt mich. Mit 3 Eisenbarren, 3 Goldbarren und 3 Titanium in Gold. Also, wie macht man die? Das ist ein Ore, was es unter der Erde gibt. Es ist nicht sehr häufig, ungefähr so häufig wie ein Diamant, oder? Und ja, und die Schussshell macht man so aus diesen Armor Plates, wie wir gesehen haben. Dann braucht man noch Rockets. Die craftet man so mit einer Armor Plate, Eisenbarren 4 und 2 TNT, da hat man 5. Und dann tut man das eben so anordnen. Dann bekommt man Shoes, also Iron Man Shoes. Gehen wir über zu den Hosen. Die Hosen craftet man mit 4 Rockets und 4 Electronics, das wissen ihr, wie man das craftet. Die Plants Shell macht man so. Tut man so anordnen. Okay. Und dann tut man das eben so machen. Da hat man die, also zuerst haben wir einen Schuh gecraftet und jetzt haben wir einen Iron Man Plate. Okay, jetzt gehen wir zum Iron Man Suit. Das ist ein komplizierterer Anzug. Also dann macht man Electronics, Rockets, ja, hat man. Dann aber ein Powered Suit. Wie macht man nun den? Also für das braucht man so einen Suit Shell, der ist einfach zum Craften, so. Dann ein Electronics und ein Arc Reactor. Der craftet man so mit 2 Electronics oben dran, 2 Titanium Ingots und 4 Diamanten und so einem Vibranium Core. Der Vibranium Core craftet man so mit 9 Vibranium Fragment. Die findet man auch unter der Erde und die sind, ich weiß nicht, auch ungefähr so selten wie Diamant. Also, es ist ein recht teurer Anzug. Und dann, wenn man das alles hat, dann tut man das so anordnen. Also zuerst mal den machen. Und nachher dann den machen. So, und jetzt kommen wir zum Helm. Oh, muss ich schnell checken. Jetzt kommen wir zum Helm. Dann nehmen wir da jetzt 3 Electronics, 3 Glas, 2 Redstone Lampen und die craften wir so, also ist einfach. Und eine Helmet Shell. Also das ist der Helm, ist ungefähr das einfachste. So, jetzt haben wir die Sachen. Jetzt könnten wir mal rausgehen. Das Zeug ausprobieren. Also, zuerst legen wir mal die Schuhe. Also beim Rennen merkt man jetzt nichts. Aber, oh, das ist recht oft, oder?
Aber nicht für die Schuhe. Also mit denen kann man recht hoch pumpen, aber noch nicht, also nicht fliegen. Und man bekommt keinen Sturzschalter. Okay, das ist aber auch nur das Einzige, was ich könnte, oder? Dann kommen wir schon zu einem Fortschritt. Das ist Plants. Mit denen jetzt. Achtung. Nein, das ist kein Speedhack. Ich will nicht wirklich so schnell wegen diesen Plants. Und kombiniert zusammen kann das. Ah ja, mir gerade aufgefallen, wenn man jetzt den Doppelklick W macht mit den Plants, ist man eigentlich ultra mega speedig. Also eben. Dann kommen wir zum Helm. Der Helm macht eigentlich gar nichts, also von den Fähigkeiten aus, weil er bietet einfach mehr Schutz, oder? Und die ganze Rüstung ist ungefähr so stark wie eine Diamantrüstung. Ich will gerade mal schnell schauen, ob es wirklich so ist. Nein, sogar noch stärker als eine Diamantrüstung, weil jetzt kommen wir zu dem Iron Man Suit. Okay, jetzt aufpassen, genau aufpassen. Und wir können fliegen. Wie der Iron Man im Film. Das finde ich noch cool. Aber das ist nicht das Einzige, was das Suit macht. Sondern, wenn wir jetzt... da vorne ist jetzt irgendetwas, der uns aufregt, dann machen wir einfach B für Boom. Ja, man drückt B, dann explodiert es da halt, oder? Dann kann man da noch V. Dann fängt alles an brennen, das ist noch cool. Und je länger man V drückt, desto fester wird dann das Feuer. Dann habe ich heute ein bisschen viel ohne Tasse, muss ich sagen. Sorry, muss ich... Oh. Für den Riesenfurz braucht man einfach C. Drückt man C und das habe ich schon ausprobiert, auch wenn man es länger drückt, es gibt eine gleich große Explosion. Ja, dann gibt es nochmal etwas. Und zwar ist das so. Muss immer aufpassen. Ach Mist. Die fangen eben an zu brennen. Okay, jetzt müssen wir schauen. Mit einem Schuss mit Z kann man so schön killen. Also, und auch das Einzige, wo man nicht so schnell killen, also es ist schwierig zum Steuern. Weil man kann nicht an die Maus nicht mehr bedienen, also ich habe nicht so eine riesige Hand und ich habe auch nicht das Zehnfingersystem, so dass ich irgendetwas drücken könnte, also nur, ja. Oh, ja logisch, jetzt habe ich es gelöscht, ups. Das ist ein Arzt hier. Irgendwie kann man Hühnchen nicht, also kann man Tiere nicht schlagen. Das finde ich komisch. Ja, das wär's dann auch schon. Also da. Oh nein! Da ist sie dann. Bis zum nächsten Mal. Seite zum Downloaden stelle ich dann die Videobeschreibung und es ist sehr einfach downloaden und dann müsst ihr das einfach öffnen, wenn es fertig downloadet ist. Nachher dann kommt ein kleines Fenster drauf mit Install Mod, dann drückt ihr das drücken und dann ist es installiert. Also so einfach ist das. Ja, und dann kommentiert das Video, wenn ihr Fragen habt und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.